Wir kriegen ein Briefing, wir werden Rockhafen. Tut das Boot. Ihr könnt sehen. Wir kriegen ein kleines Briefing, das ist der Motor für den vielen Hannen. Für das Manövrieren. Weil sie noch Sachen, hier kann ich sich stützen. Dann könnt ihr hier rauf. Dann hier eine Küche. Oven, jetzt kochen. Stuhl stehen. Also das Frigo. Wird auch ein gut gekreist. Noch schöne Sachen halt mit. Dann Wohnzimmer. Mal Dusche, alles zusammen. Der Tote geht auch nach dem Bett. Kann ich so irgendwie aufnehmen, dann geht er auch ins Bett. Das ist Eiskummer. Für Eis 2 geht das Labber durch, also das geht durch für 3 Leute. Einmal ist Kleider. Das ist mein Hut. Kleider. Und ja. Da ist mein Eltern gekommen. Hier mal Spieler und so weiter. Carcassonne, geht darum gespielt. Wir haben eine Paddel. Für Sachen zu gucken. Und wir haben einen Dingi. Das ist ein kleines Motorboot. Und da können wir dann auch an Kaffee gehen, auf die Insel gehen und was auch immer. Man. Das ist schön gespannt. Wir schlafen noch heute, aber wir fahren nur fort. Sai da bagna, acorda. Acho que chegou assim devagarinho. Então, foram à praia? Queria ir à praia. Não, vou a pé. Não, eu pensei que iam à praia. Então, vamos à praia. Eu não. É água. Quem isto tem água? Ah, que isto é água? É suor. Komm, Leute. Ja, bei mir jeito. Não é como eu te digo, O quê? o braço para trás é que não... Isto também é chato. Porque olha, tu para aquele lado, exato, é esse o problema. Esse parte não foi bem feito. Ou a gente está a escapar qualquer coisa. Calma. Queres te ajuda? Eu ajudo. Mas a minha marcha atrás não deu muito bem. So, wir haben die erste Nacht überlebt. Es war ein bisschen warm an der Kabine, weil die Fenster waren all ab während dem Tag und waren aber 37 Grad. Das heißt, es war ein bisschen viel warm an der Kamera. Wir haben ein bisschen geschlafen. Wir waren da auf den Skipper, weil wir Monsieur mit Eis Boot fahren, weil wir können das noch nicht allein. Also mein Papa haben zwar den Führerschein, sagen wir mal, mit dem Bootschein, wir haben noch keine Experience. Das heißt, können Monsieur und den werde ich das ein bisschen beibringen. Die können um 10 Uhr, das ist so in 20 Minuten. Und da geht das ganz heilas. Ja, geht cool. Wir haben gestern schon ein bisschen am Ding gefahren, das war so geil. Mir ultra schwer. So einfach ist das gar nicht. Wie ihr meint. Isto é disposto. Opa. Vai. Tá bom? Vou furar aqui isto. Olha, vamos dar um mergulho. Isto depois. Isto aqui deve ter uma profundidade.
calhar é melhor. Não me tens de fazer? Devias ter posto também. Meia tigela. C'est pas pluriel. Pensei que estava muito vento. Se quiserem estar aqui um bocadinho, não há problema. Querem ficar por aqui ou vamos a Alvor? Vamos conhecer Alvor, não? Ancoramos ou não? Mais atrás. Nós nem passar, quando eles dizem que Então, isso é uma coisa. É para picanha, sabe? Não é como ter aqui. Fica aí. Tens que pegar o botei. Não, eles estão parados e foram lá. Quando deram conta já estavam. Às rochas? Não. Estava ao largo da Colada. Tinha vindo de Barcelona e fiquei sem motor e não estava vento nenhum. já fizemos uma boa ação. Não, mas se fosse preciso fazia. Mas o que conta é a intenção. Se eles estivessem aqui para as pedras, a gente lançava-lhe o carro. Demos assistência moral. Eles não se sentiram sozinhos durante aquele tempo. Also, habe mir geschlafen, die letzte Woche. Ist relativ klein. But cozy. Kitty with it. With it towel. Einfach war easy mit der Platz. Das für 3 Leute gedacht. Ja. This is the kitchen. Oven, Pendel. Mit der Wellen. Damit das nicht alles rausfliegt. Durchläuft mein Schuster. Und da ist das Bildschirm. Auch Premium. Kann ich gut duschen. Cockpit. Da ist Cockpit, mir war das Mobile nicht benutzt. Ja. Und da ist noch mein Auto hier, guck mal. That's it. Nice boat. Nice. Very nice. Also, wir lagen hier Sarah seinen Lieblingsspot. Das ist 4 am Boot. Das ist pretty cozy, weil es leidet hier gut. Und das ist der letzte Tag am Boot. Wir waren eine Woche. War am Anfang schon dick cool. Das ist aber auch anstrengend, weil also wenn du den ganzen Tag fort ist, also da war anstrengend, Segel hissen, Segel raufmachen. Und da waren die Nucken, Strom drum machen, Wasser drum machen. Das ist schon ein bisschen ein Job.
mir das aber geil, das ist schon ein Vakanze-Feeling aber. Und gesagt, in der Gefühl war den normalerweise aber sonst nicht Gift gesehen. Kabinen, also du willst schläft, das ist von cozy. Das ist nicht ein normales Bett wie in daheim hat, aber ultra gut, also wenn sie Camping gewinnt, das ist schon gut. Das ist ein bisschen klein, das ist, wenn er ein bisschen klaustrophobisch sieht, kann ein bisschen sauer gehen. Aber ja, das ist easy. Du hast auch eine Küche und kannst alles kochen, was du willst. Und ja, das ist das Feedback. Das Boot ist am Anfang ultra geil. Das ist nicht das neueste Boot. Also mir geht einfach, dass das dort oft verloren geht, dass viel benutzt das. Aber das ist aber noch in einem guten Zustand. Mit mir den Holz, also fängt an alt zu gehen. Wie sie den Stoffe sind einfach schon gebraucht. Und ja. Segeln und so, also von gar nicht so schwer. Ich meine, ich bin auch kapabel zu segeln. Allein. Mit ein bisschen Hilfe. Von einem Matrose. Maybe this gehört. Ich meine, ich kann laut Basics alle gut. Natürlich, in sauren Situationen fehlt mir dann halt Erfahrung. Ich meine, ich kann aber so Mini-Trips können die locker machen. Also ich meine, da gebe ich schon hinkriegen. Wenn ich hier an einem Neich gemäht und dann bestimmt vieles vergisst. Und das ist das Problem beim Segeln. Du musst das schon regelmäßig machen. Das vergisst du dick viel. Ja, wir wohnen in Lützburg, du musst das nicht regelmäßig. Nein, dafür muss mein Papa das regelmäßig machen. Und man Thema immer kann instructen. Ja. Mehr Werte nach, also hat das den letzten Tag im Boot. Da sind wir einfach an einem Apart. Das ist ein Haus, ich meine, das ist so ein Apart. Auch hier in Dalgaf. Auch irgendwo. Und dann fahren wir runter bei meinem Boom. Und dann hast du die Vakanz schon bald rüber. Right? Ja. Gibst du so ein, das schon genug Vakanz? Hast du das Feeling schon? Also los ist nice, weil das Neues ist. Also das Boot hat da drin gut gemacht, aber dafür drüber war schon so, okay, fängt an genug zu sehen. Geht ich schon mit und denke dir, du kannst auch viele Sachen machen und chillen und ja. Richtig Vakanz machen im Sinne von Neischmann. Aber das Boot hat so ein bisschen frische Wand und Segeln. Und genau, am Park geneigt. Auch chill, weil wir sind eben gewinnt, immer parken zu müssen, immer Zelt abzubauen. Ja, das tut uns am Anfang mehr Vakanz. Hallo, nächste Woche geht wirklich Vakanz, wohin dann noch bis spät auf der Plastik haben wir will und da sind wir frei, man tut nicht die Obligationen. Ja, und da geht im Carcassonne gespielt. Vielleicht. Ich hatte einfach wirklich keine Zeit, Carcassonne zu spielen im Boot. Weil du fährst fort, morgens um 10, du isst irgendwo, musst ein bisschen Pause und dann fährst du rein und kannst um 7 Uhr heim. Und da musst du kochen, raumen, alles Brett machen. Duschen. Und dann ist es schon so spät, ja, weil duschen und und dann ist es schon so spät, dass ich schon immer am Anfang hier lese und das schon und da ist am Anfang immer gelaufen. So, du warst dann noch Futti vom Segeln. Am Anfang möchte ich nicht so viel, während dem See fährt. Also lang den steuert den Boot schmecken, nur hast du vielleicht Autopilot. Nur als Autopilot, ja. Das heißt, du musst all die Stunden nicht und trotzdem geht es halt so sehr an den zwei. Und da sind aber so mit, da ist vielleicht nur so. Ja. Mir ist auch aufgefallen, Truppel geht gar nicht schwenken. Nee. Du musst so vielleicht vor 100 Schritten da. Boah, wann überhaupt. Das weißt du, was du Truppel ist, für an der Marina duschen zu gehen. Ja, dafür, wenn es eine Atlantiküberquerung musst du wirklich da so, weil du bist ja zu Meter fort. Da musst du da so eine Routine aufbauen. Ja, so ein bisschen. Du musst da all da Sport machen, weil sonst passt und du kannst keine 3 Meter mit Trippel. Ja. Genau. That's it. Schau immer an den Canyon, also so in einer Wassercanyon, weil es munkelt, dass da anscheinend Delfine sind. Wir sind gespannt. Es sind 12 Seemeilen fort
da ist ein gut Stück oder 10 Seemeilen. Das weit hat man bis gemäht, du war manchmal 6. Kann ich mich nicht irren. Und ich meine, so 2 Stunden ungefähr. Ja, also das ist 12 Stunden in eine Richtung. Das ist auch noch nicht so viel, weil wir haben zwar Segel oben, aber das Segel möchte noch nicht so viel. Also das hilft ein bisschen dem Motto, wir haben gerade vor meinem Motto. Wenn du noch mehr Luft, wir können den, das, also Genua, das ist die Dute. Nicht die so. Die heißt auf Deutsch. Genoa auf Portugiesisch, Genua auf Deutsch. Die können den dann auch machen. Und da gibt das Boot wahrscheinlich so sehr fahren wie mein Motto. Probably. Wenn ein bisschen mehr Wand wird. Yes. Du noch immer nach Ding gefahren, das ist der College, das ist ein Schlauchboot. Wir haben so ein Elektromotor. Und du wirst mit der Küste fahren. Wenn wir bis bei der Küste sind. Mit das recht hat mit. Und ja, das wird der restliche Tag sein. Yes. Bitte. Yes.